Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sieht. Unschön, dass da ist, et Frühjahr. Warum man sich so über et Frühjahr freuen deit und ob et schön kölsche Texte dazu gibt und wat man für Vokabeln dafür brauche, darüber du mal hügte Schnüsschwade. Also et egens. Jede Jeck ist anders. Auch im Frühjahr. Der ein hängt im Frühjahr nur rum. Ne andere deit Baste für lauter Energie. Damit hatte ich gedacht, sollte man anfangen. Ganz konkret mit dem, was die Menschen, die voll Energie sind im Frühjahr, was die tun, für das Frühjahr zu begrüßen. Dafür tue ich dem Hermann ein kleines Bügelchen mit dem Frühjahrsverzeller rüberdöhe, der mir lauter erst gut gefällt. Der Hermann? Ja, der auch. Und das Bügelchen und der Text, den wir jetzt lesen. Ich lese euch ne Frühjahrsverzell vom Heinz Weber für. Ne Text aus dem Jahr 1964. Hier kann man ja glücklicherweise nicht mehr die Rolle von den Kerls und der Frau Lück, wie sie in dem Verzell vorkommen und wie ich sie auch noch als Kind kennengelernt habe. Und der Heinz Weber ist reich. Aber vielleicht kann man doch aus der alle Züge jetzt von der Aktionen lehren, wie sie im Frühjahr jauf. Der Verzell heißt Hausputz. Es war Sonntag für Ostern und Kätzmanns saß beim Mittagessen. Manni, sagte Kätzmann so ein bisschen süß, nimmst du mal Licht noch am Essen, even sie im Wohnzimmer der ja Dinge raff. Wat, hüg ob der Sonntag der ja Dinge raff nimmen? Ich han het mal ja jeden Tag, lamentierte die Kätzmanns. Das ganze Jahr muss ich schuften und brasselen und wöhlen und wenn du einem jetzt helfen sollst für eine Viertelstunde, dann... No, hör aber altbal ob, schlug der Kätzmann mit der Fuß auf der Tisch. Ist das dann noch wieder ne Sonntag, he? Kannst du mich nicht wenigstens sonntags mit roh essen lassen? Jetzt bist du als 14 Tage im Hausputz, brüllte der Kätzmann. Man weiß ja nicht mehr, wo man sich schlafen soll. Da sitzen wir hück ob der Sonntag im Schlafzimmer, ob der Bettkant und essen zu Mittag. 3 Tage laufen ich halt mit einem Brillner. Der ist überhaupt nicht mit zu finden. Mein Pief ist auch verschütt. In keinem Zimmer ist ein Ofen an. Eine Zeitung kriegt man überhaupt nicht mitzusehen. Da werden direkt die Schränke mit ausgeschlagen. Mein Pantoffel habe ich zufällig in der Mülltonne wieder gefunden. Hol der Düvel dat Wief, dat der Hausputz abgebrat hat. So trug über Kätzmanns Sonntagsmittagessen ein kleines Gewitter. Aber nach dem Pudding waren die zwei sich da so klar, dass der Kätzmann nach dem Mittagessen evens de Jadingen raufnehmen sollte. Wie die Kätzmanns nach dem Spülen ihren Mann mit viel Mühe wackerisch gemacht hat, sagt sie, der Leder steht alt. Der Kätzmann schaut mit dem Kopf und dachte, Mann, wart, und klabasterte den Leder ab. Halt die Leder ever jod fast, rief Herr von Boven herab. Was ist das dann? Ich komme ja nicht mehr bis an die Stang, knutterte Herr. Dann stell dich halt ob te Ziehe, meinte Kätzmanns. Du hast dich ja Dinge da abgehangen. Ach, das scheltet. Der Kätzmann liet de Leder los und macht die Tür ab. Ach, der Tante Trautche, das ist aber nett. Willst du uns jetzt helfen kommen? Muss in dem Hausputz. Wat? Hüch, ob der Sonntag im Haus putzt? Nee, ich han nicht viel Zick.
ich muss direkt wieder jon. Ich wollte nur sagen, da betrug sie der Kätzmanns in der Küche rein, dass das ganz ja nicht stimmt mit der Verzirvel ihrem Mann, dass der frei ist komme. Der muss doch sitzen. Und der Neubau ist ihr Sanche, es im Stadtwald gesehen wurde, mit einem Student, so eine junge Put, und der Qualmanns ihr Hund ist überfahren wurde. Und die Frau Quantius mäht ihre Gemüslade wieder zu. Der ihre Hobert hätt doch alles versoffen. Das doch nicht, wo so ein offen Kass ist. Da kann so arm Mensch schuften wie ne Wilde. Der hätt alles Trupp gemacht. Nee, Trautje, was du nicht sagst. Ja, und lebend. Klambum, bang, baff, Hölle, wie. Oh, Jümmich, da ist jetzt passiert. Trautje, ming ja Dinge. Die zwei Klaffmühler juckten in das Wohnzimmer. Da lag der Kätzmann längdelang am Boden. Quer über ihm die Leder, die flutschige Linoleum ausgerutscht war. Der Messingstang mit all der Ringelschar war ihm auf der Kopf geflogen. Vom Kätzmann selbst war es nichts zu sehen. Der war von der verstüpfte ja Ding rundherum eingewickelt. Sag, hast du die Balance verloren? Uzte dann Trautje. Wann du nicht flöckmäß, dat du hier Ruskus, du Zeitung, du lebendige Plakatzühl, da kann es passieren, dass ich die Balance nirgends verliere. Dann bist du einfach dran. Der Tante Trautje rief noch, von nächste 4 Tage. Und war fort. Am anderen Morgen hat sie dem Milchmann verzahlt. Der Kätzmann war gestern wieder so besoffen gewesen, dass der unterwegs in den Latein gelaufen wäre. Und zu Hus hätte sich an die Dinge festgehalten, dass die Raff gekommen sind, anstatt seiner Frau ein bisschen beim Hausputz zu helfen. Ja, also et Frühjahr deit doch ein ganzer Rutsch von Menschen beflögele, wat auch dabei rauskütt. Et lassen sich trotzdem erg selde Verzeltscher vom Frühjahr finger, Ita fing ma Rühmscher. Ja, das ist doch klar. Mit dem Frühjahr verbindet man ja auch nicht zuerst den Hausputz oder andere Arbeiten, sondern jetzt Romantisches, Sonnenstrahlen, Blümchen und was leich ist und was froh klingt und einer froh mäht. Ja, als Beispiel für so haben wir der Verzell, nicht der Verzell, Rühmsche vom Heinz Heger von 1981. Dann tun uns das doch jetzt ins Vorlesen. Titel Freudig jetzt. Winterkälte ist bald vorbei. Glöckelscher im Jade willen nicht mehr warten. Öje lustig aus dem Schnee. Saum und Knolle werden wach. Taste mit der Spitze, mal grüne Lätzja, wärm und länger weht der Dach. Mähle singen, zu de Lüt, schnebbele ein bisschen, baue all de Nässchen, fühle, dat de Brok zick gut. Wie geht's ja schon am Bach, Schute fallen nieder, Hetz, noch freudig wieder, hell und klar, et Sündsche lach. Ja, also die Stimmung ist wirklich gut. Und alles soll neu werden. Ja, alles neu. Das ist vielleicht jetzt übertrieben. Ja, vielleicht, weil wir in Köln jetzt genöchlich sind. Vielleicht ist es auch drum so schwierig, so Rühmscher aus dem Hudütschen nach Köln zu bringen. Wie meinst du das? Ja, also wer meint, dass es im Frühjahr alles neu werden kann,
wie man es in hudütsche Texte zu hören kriegt, hätte sich vielleicht in Köln ganz schön am Pfötsche gefühlt. Alles neu, jetzt ins ganz hösch. Ich lese dir so eine Übertragung für, schwer genug so jet parat zu knufe, dann weißt du dat Sinn. Ah ja. Also vom Ulands Ludwig war das auch als Liedje von 1812. Us Frühlingsglaube han ich de Überschrift gemacht, wat ma im Frühjahr gelöf. Also, wat ma im Frühjahr gelöf. De sanfte Lüfte werde wach, se säusele, weven Tag und Nacht. Dat machen se überall. Ohne frische Düff, ohne neue Klang. Jetzt, Armhetz, jetzt bist nicht bang. Jetzt muss es sich ändere all. De Welt wird schöner jeden Tag. Man weiß nicht, wat noch gumme mach. Et blöd jet wigger überall. Et blöd et feinste diefste Dall. Jetzt, Armhetz, jetzt vergesst die Qual. Jetzt muss es sich ändere all. Dat het ja wahrhaftig gut passen. In der Natur tät es sich ändern. Es wird grün und die Blumen fangen an zu blühen. Es wird warm. Also, wo die Menschen, auch die Menschen neu wärmde, blühen, abblühen von Kontakten, was wie ich. Davon ließ sich ja träumen. Der Uland schrieb, es muss sich all ändern. Das hört sich noch Druck an. Außer es muss von binnen raus neu werden. Ist das nicht schön? Ja, ist das schön, wenn man realistisch bleibt. Da, wo jetzt Krieg ist, tun im Frühjahr auch die Blumen blühen. Aber was ändert sich? Es muss sich ändern. Es möcht, wenn man von der Natur jetzt lernen tät. Ja, die Hoffnung stirbt et letzt. Et is ja nicht leicht mit der Römsche. Ihr kennt ja auch für ein Beispiel, dass ihr dich mit dem blauen Band, Frühling lässt sein blaues Band und Mensch, einer hätte da keine Draht zu. Man muss irgendwie die Bildersprache verstehen und sich da drauf inlassen. Sonst kütt man damit nicht parat. Und wenn man dann vom blauen Bengelsche spricht oder vom Hafenton, den man hören kann es passieren, dass man noch gesagt kriegt, dass wir Erche sponnen. Et best würde Jäcke anstalt. Ja, so jet kütt, wenn man dafür keine Draht hat. Und sich einfach Mühe geben und fließig Wörter zusammenfrösseln, das ist nicht genug. Das hättet Ann Richards in singem Frühjahrsrühmsche von 1979 so schöne Röver gedauert und dazu ja ob Kölsch. Der Titel Mi schön Frühjahrsgedicht. Im Frühjahr, wenn es Sonnenschein schien, dann prickelt es im Blut. Der Mensch, der fühlt sich jetzt beschwingt und findet Leben gut. Jetzt aber Flöck, so sag ich mir, es ist der höchste Zick, dass meine Leberedakteur ein net Gedicht kriegt. Ne Frühjahrsdichter ist so gesog, ganz ohne Froch. Ich satz mich also der en Woch und han mich afgeploch. Ich schriff von Fühlscher und Freud, von Sonn und jungem Grün, von lauem Wind und Silligkeit, von Blume, ach, so schön. Ich schriff von Treu und echter Lev, Verrat und echtem Schmetz, und wot alt selber ganz bedröf. Bei nöx brauch ma et Hetz. Vom Jungsinn schreib ich und vom Dau, der ob de Blöte litt. Vom Moos drinne Violsche blau. Und wat et noch so geht. Natürlich auch vom Großhülöck. Ich han schwer überlad. Et Dichte
geht nun nicht so flück, dat wedens he gesagt. Bloß deit man nicht vergessen och, dat später gutes Geld. Man fällt dann ins, man hätte doch ein bisschen durch die Welt. Ja, dat Gedicht war erg apart. Ich hatte Jod gewöhnt und auch nicht allzu lang gemacht. Der Wöz litt in der Götz. Kuvert und Briefmark, nix wie fort. Der Jodemann beglück. Bloß hättet, ich bin im Gott, direkt zurückgeschickt. Das ist gelungen, wahrhaftig. Et wär ja schön zu hören, wat für ne Text der Redakteur dann akzeptiert hätt, wo et kaum Frühjahrsrühmsche ob Kölsch geht. Leef Lügscher so so'n unger West. Wer noch a Kölsch Rühmsche über et Frühjahr kennt, oder wer selbst eins schrieben tät, kündet an uns schicke. Wer weiß, im nächsten Jahr dummer dann vorlesen. Et letzte, wat ma euch vortrage, ist vom Albert Vogt, der unter dem Namen B. Gravelot für 40 Jahre seine Texte unter de Lücke gebracht hat. Er ist 1998 gestorben. Ich habe ihn noch selbst kennengelernt. Und darum tätet mich erg freuen, euch das Römsche vorzustellen. Erzählt meinen ich Jod wie die romantische Frühjahrsgefühle und das sogenannte Frühjahrsmödsinn bejenein sind. Titel auch eine Frühjahrsidee. Betes tun vom Frühjahr schrieben, wie denn der jede blöd. Wort letzt min Frau am Kiewe. Frühjahr, sagt ich bin müd. Ich schrieb doch von der Leverlinge, Mense. Schrieb von Katz und Flett. Los im Büsch Riekitz springe. So gemäht sich immer nett. Los doch unser Zünsche schinge. Freu dich mit ner Hase schwitt. Schrieb, wie Benz ein Liedchen singe. Und dat jet im Nässchen lied. Ich tät all min Bücher lore, die ich schrieb und ausgebrüht. Nix vom Frühjahr. Ich bedauere, in der Zeit bin ich zermüht. Schrieb wie Quös a Strüßgebinge, schwärmse, und et Is verjeht. Ich schrieb auch, wie uns Norbosch Inge nachts jet an der Hustür steht. Hang auch ob de Wäschelinge, Hemd und Bützje von einem Weg. Schwart vom Husputz, von ja Dinge. Dat jet auch a schöne Idee. Fastelavond ist mein Thema, sagt ich. Oft jet mit Gemüt, war Frühjahr, ohne Schema. Deit mir leid, ich bin so müd. Lass doch uns der Himmel ringen, Larse. Sing von Mai und Fass, schrieb, dat de Lück spazieren ginge und im Stadtwald wotet Nas. Lass auch bunte Schmetterlinge, Blömscherbütze in der Sonne. Ohne ne Bohr aus Bullem hinge, Puddelscheppe in en Tonn. Weißt du wat? Mord ich jetzt lache, schrieb doch die Idee allein. Ich kann hüt kein Rühmscher machen, an et Frühjahr in de Bein. Schrieb, dat sich de Rose schlinge, Jutze, und der Büsch wird grün, dat im Schnee de Glöckscher klinge und am Doppel sitzen Möhn. Und vergiss vor alle Dinge kein Fühlsche und kein Mehl. Losse Kind a Porsch Eifinger, ganz egal, auf Rot, auf Jähl. Da platzt mir der Kracher, Lückscher,
Und ich rief, bist du dann blöd? Hör mal ob mit Mehl und Krügscher. Frühjahrswetter mäht mich möd. Jetzt kommt unser kleiner Sprachkurs, damit ihr die Vokabeln für die Texte von Hück auch all versteht. Abgepasst, jetzt wird kalkuliert. In Köln sagt man, et Frühjahr, nicht der Frühling. Et Frühjahr ist ein Jahreszig und gehört bei den 4 auf 5 Jahreszigen. Die Blümchen, die im Frühjahr oft in Texten vorkommen sind, Et Violche, die Viola, also das Veilchen, ein Ros, also die Rose, und der Flett, die Nelke. Was tun natürlich auch der Krügscher, also die kleinen Kräuter, und eins davon, das heißt dann Krug. die Tiere, die fliehen, kommen öfters vor allem der Leverling, die Lerche, der Mehl, die Amsel, der Bei, die Biene und der Vifalter, der Schmetterling. Ein paar Tiere zusammen, aber das hatte man alt, sind Schwitt, von Französisch suivre, Folie. Die meisten davon leben im Busch, also im Wald. Das Gefühl, was dann vielleicht aufkommen kann im Frühjahr, ist die Seligkeit. So war es im Gravelotzing im Text. Besser sagt man im Kölsche selig sind, weil all die Wörter mit Heit und Keit einfach nur aus dem Hudütsche übersetzt sind, aber kein echt Kölsch. Das ist das Stichwort. Oft durch das Frühjahr, oft durch ein Leben Mensch oder wie auch immer. Von dem Seligsein wünschen wir euch jetzt für den nächsten Tag und für die nächste Woche unsere Tschüss. Und halt euch die Salze.